Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum Pokalfight bei Union Berlin. 3:2 gewonnen. Keine Ahnung, wie ihr das Spiel seht, ob glücklich oder nicht glücklich. Am Ende des Tages ist ein Pokalspiel, das ist völlig scheißegal. Wir sind weitergekommen. Punkt. Ja, bevor wir reingehen ins Spiel und die Benotung machen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. So ist der Plan. Ja, wildes, sehr, sehr komisches Spiel. Wir haben ein Tor geschossen, haben 3:2 gewonnen. Das sagt eigentlich schon alles aus über das Spiel. Zum Glück haben wir in der zweiten Halbzeit ein Pokalspiel gesehen. Ja, erste Halbzeit war, ich habe es schon mal gesagt gehabt, 'n komisches Spiel, ja. Ja, wir hatten ein bisschen mehr Spielanteile, waren aber auch nicht wirklich super zwingend. Es war einfach komisch, ja. Schon der Auftakt, ich glaube auch der Auftakt, bei allem Verständnis für die Belange der Fans, wo ich mich ja mit zuzähle und so weiter. Ich glaube, das hat Union Berlin heute nicht gut getan, dass das Stadion da 12 Minuten ruhig war. Ne, das hat Union kam nicht in das Feeling rein in der ersten Halbzeit, dass das ein Pokalspiel ist, ne? Ja, die Stimmung war dann irgendwann da, aber ich glaube, das hat Union mehr geschadet wie genutzt. Das hat uns mehr genutzt. Ich glaube, das Tor, was wir gemacht haben, war ja dann auch noch gut, das Eigentor war ja dann auch noch in dieser Phase. Ich glaube, das war für Union nicht zuträglich, ja. Aber gut, so ist es. Die Eigentore, ja, kann man sich natürlich jetzt im Detail angucken. Bei dem einen oder anderen wäre vielleicht sogar noch ein anderer Spieler zur Stelle gewesen, war alles ein bisschen unglücklich. Ich glaube, die beiden Tore nach Ecken muss der Union-Keeper auf sich nehmen. Ja, das war ja Manuel Neuer-mäßig. Ich meine, Pavlo hat es gut gemacht, aber ist auch nicht irgendwie in den Mann gesprungen oder sonst was. Er stand da einfach, hat ein bisschen gestört. Wenn du dich da als Torwart nicht durchsetzen kannst, ja, dann sieht das so aus, wie es aussah und dann passiert das, was passiert ist, ne? Um das auch mal kurz zu analysieren für Union-Seite. Wie gesagt, ein ganz komisches Spiel, erste Halbzeit. Ähm, ich konnte es gar nicht so richtig fassen, so das Spiel so, ja, also so greifen. Es war so okay, es ist so ein bisschen dahin geplätschert, hatte nichts vom Pokalspiel, aber gar nichts, ja. Zweite Halbzeit war es dann Pokalspiel, ja. Union hat gefeitet, gekämpft, war die klar bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Wir haben kein Land gesehen, ja. Wir haben aber aufopferungsvoll dagegengehalten, haben alles reingeworfen, was wir konnten, haben gekämpft. Von Vinny super risikoreich, die Wechsel, ja, muss man ganz klar sagen. Hut ab, ja, hat am Ende geklappt. Ähm, wenn das nicht geklappt hätte, hättest du da mit einer defensiven Fünferkette gestanden und wärst in die Verlängerung gegangen. Ob das dann noch gut gegangen wäre, ja, aber hätte, Fahrradkette, wir sind weiter, so der Rest interessiert am Ende des Tages nicht, ja. Ja, keine Ahnung, wie du das Spiel bewerten willst. Am Ende des Tages müssen wir es nicht bewerten. Es war kein schönes Spiel von uns, gerade erst recht nicht in der zweiten Halbzeit. Es war kein gutes Spiel in der zweiten Halbzeit von uns. Es war kämpferisch stark, es war genau das, was man brauchte. Bisschen Glück gehabt, gerade mit dem Kopfball, den Union dann noch neben den Pfosten gesetzt hat, die eine oder andere Szene, wo, wenn 'n Spieler von besserer Qualität da gestanden wäre, mit Sicherheit ein Tor gefallen wäre. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt auf jeden Fall. Ja, aber das ist Pokal. Am Ende interessiert nur, dass wir weiter sind, ja? In 2 Wochen fragt da keine Sau mehr: „Ja, war das ein gutes Spiel? Seid ihr schön weitergekommen? Wen interessiert das?“ So, wir sind weiter, Punkt, ja? Ähm, that is it, ne? Also, von daher werfen wir mal 'n Blick in die Statistiken, bevor wir in die Benotung gehen. Ja, wie gesagt, ein Tor geschossen durch Harry Kane, ja, 3:2 gewonnen. Wild, ne? Ballbesitz 40:60, Abseits 2:2, Fouls 14:11, Zweikampfquote 40:60, Schüsse aufs Tor 7:6 für Union, Schüsse insgesamt 18:6. Das zeigt die zweite Halbzeit, ja. Ecken 2:4, angekommene Pässe 187, 338, Flanken 20:3. Schüsse insgesamt Olisse 2, Kane 2, Lennart Kahl 1. Die einzige Torschussvorlage von Joshua Kimmich. Gewonnene Zweikämpfe 13 Upper, 8 Olisse, 8 Harry Kane. Ballkontakte 82 Leimer, 73 Upper, 69 Josh, König aller Könige.
Und damit gehen wir rein in die Benotung. Ja, Winnie Company, wir sind weitergekommen, Note 2. Was soll man da negativ bewerten? Wir sind weiter, das ist, was zählt. In der Nachbetrachtung, ich hatte ja ein bisschen gemutmaßt, so von wegen Frische. Ich denke mal, das hat man heute auch gesehen bei Harry Kane, das hast du bei Conny Leimer gesehen. Bei Josh nicht ganz so, obwohl er auch super viele Ballverluste hatte, die nicht gut waren, ja. Kommen wir gleich zu. 3:2 gewonnen, Punkt. Ja, das ist das Argument. Fertig. Ich brauche da keine Argumente bringen, dass es besser gewesen wäre, mal frische Spieler im letzten Spiel aufzustellen. Es ist scheißegal, wir sind weiter. Fertig. Keine Argumente auf meiner Seite. Manuel Neuer. Manuel Neuer hat heute mal Bälle gehalten. Ich glaube, es waren 2 an der Zahl. Bei den Ecken ist er teilweise auch wieder wild durch den Strafraum geirrt. Zum Glück ist nichts draus passiert. Das reimt sich sogar. Wild durch den Strafraum geirrt. Zum Glück ist nichts passiert. Ja, Manuel Neuer, Note 3. Großen und Ganzen war es völlig souverän, war es okay, kein Schnitzer gehabt. 2 Bälle, die er halten musste. Ansonsten bei ein paar Bällen hat er Glück gehabt, die er neben das Tor geguckt hat. Wie den Eckball, wie zum Beispiel den Kopfball von, wie hieß er denn, der die Hüten gemacht hat, von Querfeld. Genau. Ja, so ist es halt. Gut, gehen wir mal rein. Vielleicht noch zur Aufstellung. Ja, ich habe 1:1 dieselbe Mannschaft aufgestellt, außer Jonas Obig im Tor. Ne? Wer den Taktikfuchs gesehen hat, das war klar, das ist aktuell die erste Elf. Ob einem das gefällt oder nicht, das ist unsere erste Elf. Es ist ein bisschen dumm gewesen oder schade gewesen, aber das Thema brauche ich jetzt nicht wieder aufmachen mit St. Pauli, dass da teilweise Leute gespielt haben, die man besser hätte schonen können. Aber es ist ja heute gut gegangen, also von daher. Alles tutti. Kommen wir zu Conny Leimer. Ja, Conny Leimer hat heute ein schweres Spiel gehabt. Conny Leimer merkt man, dass die Frische fehlt. Definitiv. Ja, er hat alles reingehauen, was reinzuhauen war. Von daher eine Note 3. Dasselbe gilt für Opa. Auch Opa hat ein super schweres Spiel heute gehabt, die gelbe Karte gekriegt. 1, 2 Mal gerade in der Anfangsphase sehr unsicher gewirkt. Sich aber gefangen, reingebissen, ja, hat einen guten Job gemacht. War völlig okay. Auch da, denke ich, sieht man, dass ein bisschen die Frische, die sonst noch da war, was aber auch völlig normal ist bei der Anzahl der Spiele, gerade aktuell ein bisschen fehlt. Von daher Note 3. Gut, Jonathan Tah habe ich ein bisschen stärker gesehen als ein Upamecano. Dadurch, dass er einen Elfmeter verursacht hat, kriegt er dieselbe Note. Ansonsten wäre es eine halbe Note besser gewesen wie Upa. Auch er kriegt die Note 3. Über den Elfmeter machen wir das Thema vielleicht kurz auf hier an der Stelle. Nee, machen wir nachher Spielerbenotung auf das Thema Schiedsrichter und Fahr, denke ich. Ja, über den Elfmeter, I don't know. Kannst du geben, musst du nicht. Gut, kommen wir zu Stunny, der mir heute von Minute 1 an ganz gut gefallen hat eigentlich. Da ist er. Aber auch da jetzt nichts Herausragendes, nichts super Schlechtes. Auch der reiht sich vollkommen ein in die Dreier-Notengeschichte. Ja. Gut, kommen wir zur Zentrale. Pavlovic hat mir super gut gefallen, super stark. Man merkt, dass Pavlo viele, viele Spiele hatte. Er ist voll im Rhythmus. War der Mann, der das Spiel, wenn was nach vorne ging, gelenkt hat. Leider verletzt raus, sah auch nicht gut aus. Ja, sah jetzt nicht so aus, als wäre es nur irgendwie was in der Woche wieder vergessen ist. Ich bin sehr gespannt. War einer der wenigen konstanten Lichtblicke, nenne ich es mal. Ja, von meiner Seite gibt es die Note 2. Damit kommen wir zum König der Könige. Ja, heute 2 starke Ecken getreten, starken Freistoß getreten. Die Standards waren super stark von Kimmich. Dann müssten wir nur die Standards benoten, wird er heute eine Note 1 bekommen. Benoten wir sein Spiel. Ist es mit viel Wohlwollen auch die Note 3. Na, wenn man sich mal anguckt, was er für Ballverluste hatte auf dieser Posi, was für Fehlpässe. Kann man froh sein, dass der Union da nicht mehr raus gemacht hat. Aber nochmal, das müssen wir in Josh auch nicht negativ auslegen. Union hat es gemacht wie immer, wenn sie gegen Bayern spielen. Sie pressen Josh, sie attackieren Josh. Das kann Josh nicht. Punkt. Muss ich nicht noch weiter ausführen. Ne?
Standards waren super stark. Ansonsten war Josh aber auch noch einer, den du wirklich 90 Minuten lang gesehen hast, der nicht irgendwie dann abgetaucht ist, wie die Offensiven, wie Karl und Ulisse zum Beispiel. Ja, von daher hat er seine Fehler, die er gemacht hat, gerade vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, aber auch zweite Halbzeit hat er 1, 2 Schnitzer drin gehabt, hat er das dadurch wieder so ein bisschen weggemacht. Bedingt durch die sehr, sehr guten Standards, heute Note 3. Gut, damit gehen wir schon eine Reihe weiter nach vorne und da sind wir bei Michael Olise angekommen. Ja, zweite Halbzeit haben wir offensiv nicht mehr stattgefunden. So, von daher ist es ein bisschen schwierig, unsere Offensivspieler super fair zu benoten. Michael hat versucht, noch was rauszureißen, hat gut mit nach hinten gearbeitet. War aktiv in der ersten Halbzeit, war völlig fein. Das letzte Quäntchen hat gefehlt. Auch da Note 3. Ja, ihr seht schon, die 3 zieht sich so durch diese Leistung heute. Ja. Lennart Kahl hat mir sehr, sehr gut gefallen. In der ersten Halbzeit war der am meisten vorne angelaufen ist, viele Meter umsonst gemacht, aber immer wieder versucht, unter Druck zu setzen. Ansonsten war er super auffällig, wenn er durch die Mitte gekommen ist. Ja, hat da auch Lücken gerissen, war wirklich stark die erste Halbzeit. Aber genauso wie Michael Olise, die zweite Halbzeit war von Lennart Kahl auch gar nichts mehr zu sehen. Nothing. Ja. Von daher geht er auch in die Dreierriege mit rein. Ja, Luis Diaz, wenn wir ihn finden, da. Ja, Luis Diaz, auch die Dreierriege. War in der ersten Halbzeit nicht ganz so auffällig wie Michael Olise und Lennart Kahl, war dafür in der zweiten Halbzeit ein bisschen auffälliger wie die beiden, weil einfach mehr ein bisschen das Kämpferische im Fokus stand, wo er sich reingeknallt hat. Und da auch Chapeau an Harry Kane. Harry Kane hatte ich heute eigentlich als den Schwächsten da vorne gesehen über weite Strecken des Spiels. Ja, hat das Tor gemacht so, das war seine einzige Szene, wenn wir ehrlich sind. Danach nochmal das Tor, was dann nicht gegeben wurde, was 'n Elfmeter gab, kommen wir noch zu. Aber zweite Halbzeit, ja, Harry Kane vorbildlich, ja. So, Harry Kane hat das gemacht, was du dann in dieser Phase machen musst. Du musst dich fallen lassen, du musst versuchen, dagegen zu halten, du musst clever Freistoße rausholen, du musst hinten bei Ecken des Gegners auch mal den Ball rausköpfen. All das musst du machen, wenn du 'n Sechser wärst. Ja, aber Harry Kane ist unser Stürmer. Ähm, von daher Chapeau an Harry Kane. Auch da sieht man ganz klar, dass die Kraft fehlt. Braucht man nicht drüber reden, ja. Aber aufgrund all dieser Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, kriegt er von mir die 2,5 anstatt die Dreiernote, weil ich finde schon, dass er da sich ein bisschen von den anderen abgehoben hat und hat ja auch immerhin unser einziges Tor erzielt, ne? Von daher denke ich, ist er mit der 2,5, ja, wir könnten sogar überlegen, auch auf eine 2 zu gehen. Ja, komm, wir machen die 2. Mein Gott, immerhin hat Harry Kane unser einziges Tor erzielt. Gut, kommen wir zu Leon Goretzka. Ich habe es nicht verstanden, warum Leon Goretzka eingewechselt wurde, verstehe ich aber nie, wenn Tom Bischof auf der Bank sitzt. Ich glaube, 'n Tom Bischof hätte uns heute viel, viel mehr gegeben, allein durch die Ballsicherheit in der Mitte. Vielleicht dann auch mal 'n Gegenangriff einzuleiten, vielleicht mal 'n Konter zu setzen, wo wir gar nicht zu in der Lage waren, weil auch Leon Goretzka maßlos überfordert war. Leon Goretzka hatte 2 gute Szenen. Einmal, wo er 'n Ball, wo Union die langen Bälle gespielt hat, mal hinten rausgeköpft hat. Die andere Szene, wo er dann mal Raum hatte, wo er mal 'n 30 Meter Sprint angezogen hat, ist natürlich nichts daraus entstanden. Das waren die Szenen von Leon Goretzka. Ansonsten war das nicht von meiner Seite. Von daher gibt's die Note 4 für Leon. Gut, den Rest können wir nicht wirklich bewerten. Nichtsdestotrotz wollen wir ein paar Worte verlieren. Serge Gnabry, ja, Serge Gnabry macht wieder Serge Gnabry-Sachen. Keine Ahnung. Hatte eine gute Szene nach der Einwechslung. Man hat mal so 2 Minuten lang gemerkt: „Oh, da ist 'n frischer Spieler vorne, der will, der frisch ist, der rennt.“ Bumm, das war's. Danach hat sich Serge Gnabry gnadenlos eingefügt und war nicht mehr zu sehen. Wer hätte das nur erwartet? Ja, weiß ich nicht. Hätte man vielleicht auch über 'n Jackson nachdenken können. Gut, Min-Jae und Hihiko Ito, beide haben das gemacht, wofür sie eingewechselt wurden. Und zwar sehr, sehr stark. Die paar Szenen, die sie hatten in der Schlussphase. Min-Jae rigoros hinten geklärt, genauso wie Ito jedes Mal noch den Fuß dran gehabt, den Kopf dran gehabt, auch mal 'n Ball,
lang geschlagen, wenn es sein musste, ja. Von daher einmal Min-Jae, einmal Ito. Ich denke, Ito wird uns noch sehr, sehr viel Spaß bereiten. Ähm, ich bin gespannt, ob er seine ernsthafte Chance bekommt in der Startelf, in der Innenverteidigung, weil ich gehe davon aus, wenn Fonzie Davies fit ist, wird ein Kompanie auf Alphonso Davies setzen. Ich glaube, da wird wenig Raum für 'n Ito sein, was die Außenbahn anbelangt, aber wer weiß, vielleicht. Hey, wir haben heute immerhin mal eine Dreier beziehungsweise eine Fünferkette gesehen, wenn auch nur in der Nachspielzeit beziehungsweise 10 Minuten mit der Nachspielzeit. Wer weiß, vielleicht wird das mal ein Stilmittel werden, ne? War ein bisschen riskant heute, denke ich, ja, weil wie gesagt, wäre der Bums in die Verlängerung gegangen, wäre es interessant gewesen mit so viel Defensiven auf dem Feld und vorne alle Hoffnung auf 'n Harry Kane, der völlig körperlich am Ende war und 'n Serge Gnabry, der sich nahtlos eingefügt hat. Wäre sehr interessant gewesen, ja. Du hättest noch einen Wechsel gehabt, hättest noch 'n Jackson bringen können. Wild. Aber hätte, Fahrradkette. Am Ende ist es ja nicht passiert und von daher alles tutti, ne? Gut, kommen wir zu dem Thema, was wahrscheinlich die meisten interessiert hier, aber die meisten werden wahrscheinlich schon gar nicht mehr da sein, dann haben sie Pech gehabt. Ja, kommen wir mal zum Schiedsrichter, dem Fahrgedöns. Die einzelnen Entscheidungen, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, ich habe es grad schon gesagt, Jonathan Tah, das Handspiel kannst du geben, musst du nicht geben. Der Ball springt scheiße weg. Aus der Einkameraperspektive sieht's aus, als geht er rein mit der Schulter. Er merkt dann: „Oh, ich komme nur mit der Schulter dran“, zieht dann zurück. Der Ball berührt die Schulter leicht. Ja, alles gut. Ja, wenn du 'n Korinthenscheißer bist, ja, dann gibst du den Elfmeter, wie du ihn gegeben hast. Wenn du den Fußball im Kopf hast, ja, dann lässt du das da weiterlaufen und gut ist. Ähm, was ist jetzt das Schlimme daran? Das Schlimme daran ist, dass man 1 Minute 38 weiterspielen lässt, man 'n Tor erzielt, wo es dann darum ging, ob es eventuell abseits gewesen wäre und dann heißt es auf einmal: „Hör mal, du, ist egal, was da gerade 1 Minute 38 lang passiert ist auf dem Feld und wenn du jetzt 2 Leute brutal vom Feld getreten hättest, ja, und 2 rote Karten kassiert hättest, wäre es ja egal gewesen, weil du musst ja zurückspulen. Du musst ja die 1 Minute 38 vergessen und musst ja da gucken musst dir 'ne Elfmeterentscheidung angucken.“ Also, wenn das der VAR ist und wenn mir da einer erzählen möchte: „Ey, der VAR macht den Fußball gerechter“, Alter, dann hast du gerade keinerlei Argumente auf deiner Seite, sage ich dir ganz ehrlich, weil das hat nichts mit gerechtem Fußball zu tun gehabt. Wenn dir ein Tor aberkannt wird, wenn ein Schiedsrichter 1 Minute 38 vorher, er hat's ja gesehen, ne? Er hat's gesehen und hat gesagt: „Weiterspielen.“ So, ja? Dann kann es nicht sein, dass 1 Minute 38 später, weil dann ein Tor erzielt wird, ja, der Video Assistant Fotzenschädel sagt: „Lieber Schiri, geh mal raus und guck dir das an. What the fuck is going on?“ Junge, wenn so 'ne Szene ist, wie ich mir das mal vorstelle jetzt, ja? Ich sage jetzt mal den Optimalfall. Wenn man 'n Fahrer sitzen hat, ja, das ist ja irgendwie irgend 'n Pisskopf, der ja noch nicht mal alleine ist, der noch durch 'ne KI wahrscheinlich unterstützt wird, durch 200 Millionen Kameras, durch 3 Leute, die da irgendwie im Keller tuscheln und sich darüber beraten. Wenn der Schiedsrichter 'ne Sache einschätzt und sagt: „Hey, du, das ist kein Handspiel, das Spiel geht weiter.“ Wenn dann die Leute im Keller meinen: „Oh, ne, du, das ist 'n klares Handspiel, das ist 'ne Fehlentscheidung.“ Dann gibt den Schiri das aufs Ohr, dann pfeift der Schiri das ab und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Aber lass doch ein Spiel nicht 1 Minute 38 weiterlaufen, ein Tor erzielen, um dann zu sagen: ne, alles vergessen, wir streichen die letzte Minute 1:38, die löschen wir aus unserem Gedächtnis, weil das gucke ich mir an und das gebe ich dann Elfmeter.“ Was ja noch nicht mal 'n glasklarer Elfmeter ist, ja? Wie gesagt, du kannst den geben, du musst ihn bei weitem nicht geben, ja? Also, sorry. Was macht da den Fußball gerechter bitte, ja? Und das ist, was den VAR so abwichst, Alter, ja? Mach mal vernünftige Regeln, vernünftige Vorgehensweise. Es kann doch keine vernünftige Vorgehensweise sein, dass man sagt, der Schiedsrichter sagt weiterspielen, der das aktiv gesehen hat. Es ist nicht so, dass er's nicht gesehen hat, ja? Er hat's gesehen, hat gesagt: „Weiterspielen.“ Dann erzielt die Mannschaft ein Tor. Und dann, nachdem das Tor erzielt wurde, kommt ein verfickter VAR aus'm Keller und sagt: „Ne, guck dir das noch mal an.“ Sorry, Leute.
Das geht nicht. Sorry, das geht nicht. Es kann doch nicht sein, dass der Fahrer dann sagt: „Hör mal, guck dir das noch mal an. Überleg dir noch mal deine Entscheidung.“ Dann soll der Fahrer doch gleich sagen: „Pass mal auf, das war 'ne Fehlentscheidung von dir. Das war 'n klares Handspiel.“ Ja gut, dann entscheidet das der Fahrer. Ja, und dann ist gut. Ja, dann ist das so. Dann musst du ja auch abpfeifen 10 Sekunden später und gut. Und nicht das Spiel 1 Minute 38 weiterlaufen lassen. Hä? What the fuck? Katastrophe. Ja, Katastrophe. Sorry, das geht nicht. Generell die Schiedsrichterleistung war 'ne Katastrophe. Ja, sorry. Der zweite Elfmeter, ja, dasselbe Spiel, ja. Es ist nicht so, dass Harry Kane da so hingeht und den Ellbogen ausfährt und denjenigen ins Gesicht schießt. Er springt hoch, ist mit dem Arm auf der Schulter und der berührt dann den Kopf. Ja, kannst du, wie ich grade sagte, kannst du geben, musst du nicht, ja? Dann musst du, wenn du so was anfängst, ja, dann guck dir mal die ganzen Zweikämpfe beim Eckball an. Ja, dann kannst du bei jedem Eckball Elfmeter pfeifen. Punkt. Ja. Passiert das? Ne, natürlich nicht, ja. Klar, außerhalb, sagt man: „Jo, klar, Freistoß.“ So, da gibt's auch keine gelbe Karte, nix. Ja, wenn er aktiv wird mit dem Arm, alles gut. Ja, dann gehe ich ja mit. Komm, ja, ist 'n klarer Elfer, ist dann sogar 'ne gelb-rot, ist sogar 'ne rote Karte, wenn der Arm aktiv wird, aber der wird doch nicht aktiv, er springt halt hoch. Ja, und der Arm ist auf der Schulter von dem anderen, weil er, weiß ich nicht hochspringt oder was auch immer. Ja? Also, die Entscheidung war 'ne Farce, ja? Dann auf der anderen Seite, Abseits. Ja, mal lässt man das 1,5 Minuten laufen, bis irgendwas passiert und dann sagt man: „Ey, ne, du, war abseits, ne? Der Ball ist jetzt im Tor, aber ey, ist schon seit 1 Minute abseits.“ Ja? Dann spielst du 'n Ball durch, der verfickte Schiri hebt die Fahne, ja, ist abseits. Ja, guckst dir die Wiederholung an und es ist kein Abseits. Ja, scheißegal, oder? Wäre ja nur 'ne Torchance gewesen, weil 'n Spieler durchgelaufen wäre und wäre alleine auf'n Torwart zugelaufen. Aber ist ja egal, da heben wir die Fahne, da geben wir Abseits oder was? Also, sorry. Leute, diese ganze Fahrgeschichte, ich bleibe dabei, das macht aus meiner Sicht gar nichts gerechter. Die Fehler sind genauso da wie vorher. Es fuckt einfach nur mehr ab, ja? Es fuckt einfach nur mehr ab. Vorher konntest du sagen: „Ey, pass auf, der Schiri hat 'n scheiß Tag gehabt, der ist auch nur 'n Mensch“, ja? Oder du hast gesagt: „Ey, der Schiri ist bestechlich, weil er nur für ein Team scheiße gepfiffen hat.“ Heute hat er auf beiden Seiten nicht überragend gepfiffen, ja? Ich sehe da nicht jetzt irgendwie, dass man sagt: „Ey, der hat uns irgendwie benachteiligt“, was weiß ich was. Das sehe ich nicht so. Der Schiri war generell nicht gut. Ja gut, ja, so. Noch mal, was ist der Sinn, wenn der Schiedsrichter etwas entscheidet? Da muss doch der Keller die Eier haben und sagen: „Pass mal auf, ne, die Entscheidung war falsch. Das ist 'n Elfmeter. Punkt.“ Ja? Aber doch nicht 1 Minute 38 weiterspielen, da ist 'n Tor für uns. Und dann heißt es: „Ja, ne, pass mal auf, ey, guck dir erst mal die Szene von vor 1 Minute 38 noch mal an.“ Hä? Sorry, Leute, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn, dann muss der VAR gleich da einwirken, wenn der Schiri das pfeift. So, ja, die sehen doch die Bilder. Die sehen doch die Bilder. Brauchen die 1 Minute 38, um irgendwas zu entscheiden oder was? Was ist das dann für 'n Haufen, Alter? Die sehen die Fernsehbilder so, wie wir sie auch gesehen haben. Die haben 10 Sekunden später 'ne Wiederholung. So, ja. Ja, da musst du 'ne Regel einführen, keine Ahnung, ist irgend 'n Foul im 16er oder 'n mögliches Handspiel oder sonst was. Wartet man darauf, bis der VAR die Entscheidung bestätigt. So, ja, dann macht das so. Dann musst du das Spiel nicht wieder anpfeifen, dann sagt der Schiri: „Komm, warte mal kurz“, wie er's ja beim Tor auch jedes Mal macht. Ja, dann ist das so. Ja, aber doch nicht so, wie's jetzt war, Alter. Sorry. Katastrophe. Noch mal, was wäre gewesen? Was wäre gewesen? Es wäre so 'n unglückliches Foul wie bei Luis Diaz in der Champions League gewesen. Und da wäre 'n Unioner, oder noch mal es wäre noch mal Luis Diaz passiert und er wäre mit Rot vom Platz geflogen. Was wäre dann gewesen? Und der Gegenspieler wäre verletzt. Was wäre dann gewesen? Ja, nix, weil darf ja nicht zählen, zählt ja nicht, weil die 98 Sekunden haben nicht stattgefunden. Hä? Sorry, Leute, das geht nicht. Ja, also, das macht nichts gerechter, das macht nichts schöner, das macht nichts besser. Das war heute 'ne katastrophale Vorstellung, wie 'n VAR funktioniert und wie 'n Schiedsrichtergespann funktioniert, ja?
Auch die Abseitsentscheidung. Du kannst nicht einmal 1 Minute warten, bis der Ball im Tor ist oder sonst was, noch mal 1,5 Minuten warten und dann hebst du die Fahne und sagst: „Jo, ja, ey, ne, war aber abseits vor 1,5 Minuten.“ Und bei der anderen knappen Entscheidung sagst du: „Jo, ganz klar abseits.“ Und dabei war's kein Abseits. Und daraus wäre 'ne Torchance entstanden. Ey, sorry, dann bleib bei einer Linie, Alter. Dann lass den Bums doch auch erst mal laufen. Dann kannst du ja immer noch die Fahne heben. Hä? Was ist los? Was sind das für Entscheidungen, Alter? Das war heute 'ne reine Willkür gefühlt. Ja, also, sorry. Das war kein gutes, Beispiel oder kein gutes, äh, Spiel, dass man sagt: „Oh, jo, wir brauchen unbedingt den VAR im deutschen Fußball, Alter.“ Du brauchst den nicht. Das hat das Spiel heute gezeigt. Sorry, ja, also Katastrophe. Gut, das war's. Ich könnte mich jetzt noch 10-mal wiederholen. Das ist ja die einzigste Aufregung heute. Fazit habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ey, für mich war die erste Halbzeit war 'n ganz komisches Spiel. Die zweite Halbzeit war dann Pokalspiel, 'n Pokalfight. Ähm, Hut ab, dass wir das Vertrauen in die Defensive hatten in der zweiten Halbzeit, und da auch defensiv gewechselt haben und das gut gegangen ist. Hut ab dafür von meiner Seite. Und ja, ich denke, am Ende des Tages kann man sagen, dass es aufgrund genau wie im Hinspiel wie im Bundesligaspiel, aufgrund der zweiten Halbzeit war es wieder 'n glücklicher Sieg für uns, ja. Ich meine, in der Bundesliga war es 'n glückliches Unentschieden, heute war es 'n glücklicher Sieg. Union war die klar bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit und hätten sie da 2 Spieler von Qualität oder von mehr Qualität in der Offensive, wäre das heute für uns auch nicht gut gegangen. Aber das haben die zum Glück nicht. Von daher sind wir 3:2 weitergekommen und das ist, was am Ende des Tages zählt. Und Glückwunsch an Vincent Kompany, Glückwunsch an die Mannschaft und ja, kein Glückwunsch an das Schiri-Team, Alter. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.